Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Liebe Leute, Zürich ist am Brennen, Mann. Zürich am Brennen, aber nicht wegen uns. Ausnahmsweise nicht wegen uns, sondern wegen einer White Girl. Das ist nicht Jost Negroni. Es ist nicht Josh Negroni. Es ist auch nicht Gülscha. nein, Yvonne Eisering. Aha, ja. Nein, Sarah, es ist der Traum von jedem 13-jährigen Mädchen und 13-jährigen Bub und 13-jährigem non-binären Mensch. Es ist Taylor, I made the bitch famous Swift. Sag etwas, Bro. Ich habe nur Ja. einen scheiß Döner essen. Mhm. Ich habe nur einen scheiß Döner in Maiverdis essen. Ja. Wir haben abgemacht, treffen wir uns in Maiverdis, essen wir etwas. Musst du Werbung machen eigentlich, sag mal das. Für sie mache ich gerne. Okay. Gehen wir etwas zusammen essen und dann gehen wir aufnehmen. Und dann was passiert? Simpel, nicht? Und dann was passiert? Ey, ich weiss nicht, was ihr jemals in all diesen Konzerten gemacht habt, aber ihr könnt euch ja gar nicht benehmen, dass halb Zürich zugesperrt ist wegen euch. Ich hasse euch so fest. Kein Wort kann bestimmen, wie fest ich euch hasse. Wer meinst du? Swifties, Taylor Swift Fans. Swifties, Mann. Sag. Taylor Swift, ihre ganze Familie, ihre Crew, jeder, der an dem beteiligt ist, jeder, der an dem Album nur ein Wort geschrieben hat, jeder, der nur das Gefühl hat, er kann etwas beitragen. Ich hasse euch alle so unbeschreiblich fest. Krass. Ich hasse euch. Ich kann es nicht anders sagen. Krass. Ich habe mit dir abgemacht, zuerst Zürich haben, nachher müssen, weißt du was, gehen wir doch ein Verdis, weil du bist gerade in der Nähe gewesen. Mhm. Simpel, oder? Sehr simpel. Ey, ich musste bis letzte Park Kinder fahren und dort kehren. Nur, dass es nachher dort vorne wieder heisst so, weiss nicht weiter. Sie müssen da links. Ja, ich muss da rein irgendwie. Mhm. Sie haben nicht alles abgesperrt, aber jetzt reden wir mal über die Fakten von dem. Taylor Swift macht 2 Konzerte. Eins hat sie gemacht, was war gestern für ein Tag? Dienstag. Und eins am Mittwoch. Ja, Wie viele Tickets sind das? 100'000 Köpfe. Ungrad. Ja. Im letzten Grund. Ja. Im Schnitt, du hast ausgerechnet. Ja, genau. Also wenn sie im Schnitt... Ja, du dreckige Scheißkanake. Wenn sie im Schnitt Ja. 350 nur für Ticket bekommt, Also pro Person 350. Im Schnitt. Und das sind ungerade 100'000 Tickets. Ja. Wie kommst du auf die Zahl im Schnitt? Also ich kann gestern gestern bin ich daheim gewesen. Vorgestern. Vorgestern. Ich lese nie News. So vor allem nicht am PC. Mhm. Du Schwurbler. Genau. Alles Fake-Medien. Nein, ich habe nicht so, weißt du, auf jeden Fall bin ich mal irgendwo drauf gelandet und dann sehe ich einfach Headline direkt, wenige Taylor Swift-Fans werden wieder online geschaltet. Wenige Taylor Swift-Fans? Wenige übrige noch, also weißt du, Tickets? Neue Tickets werden urgeschaltet. Also ein paar wenige werden nochmal urgeschaltet. Mhm. Ich so easy. Und weil ich gerade nichts tun kann, ich so, weißt du was, ich kann schauen, ob es noch Tickets hat. Weil ich weiss, die gehen weg wie warme Weckli. Ich kann schauen, es hat 4 nebeneinander und noch ein paar einzelne. Mhm. Dann habe ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, kaufen, weil es sind 250 Franken gewesen, 252 oder so, 240 pro Ticket. Und jetzt willst du das Beste hören. Ja. Die 4 Tickets, ich so krass, dass die 4 Tickets niemand genommen hat. Ja. Aber es sind ja, also, ein Wunder, aber die 4 Tickets
sind 250 pro Ticket mit Sichteinschränkung. Bro, du siehst, du siehst nur die Hälfte vom Was ist das für Stil. ein Lied gewesen? Irgendwas Lied von ihr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Irgendeins. Wie viele Taylor Swift Lieder kennst Das noch jetzt, wir gesummt haben von... du? Ah. Oh fuck, ich got das. Ich weiß jetzt, du Ja, meinst. ja. Can I get it? Oh fuck, stimmt. Ich kann. Ist nicht irgendwie, wo sie wegen Boys sagt. Ja, bei jedem scheiß Lied. Geht's immer um Bro. das, oder? Also kann ich. Aber. Bro, ich weiß, wir haben den Witz schon mal gemacht. Ich hätte auch. Aber Bro, jetzt ist jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Ich habe noch nie behauptet, ich höre etwas nicht. Wenn Ja, ich du es standst gelost dazu, habe. Ich ja. stand dazu. Ja, ja, Bruder. fix. Schau jetzt, ich habe auch nichts vorbereitet. Ich gehe Taylor Spotify. Swift, Ja. Spotify, Gefällt mir. ein Song. Zeig Schau. ich Kev. Ein Song. Ja. Ist es vielleicht der, wo Gott... Exile mit Bon Iver. Ist das? Nein, es ist Aha. das. Gut. Hörst du etwas auf den Kopfhörer? Hörst du? Was ist das? Ist das nicht Hans Zimmer? Ah, mach weg. Ich habe keine Werbung für die. Ich habe meinen Döner können... Ich habe meinen Lass Döner... doch schnell. Prost. Ich habe meinen Döner nicht können essen wegen dieser Frau. Ist es gut gewesen, das Lied? Es ist mit Bon Iver. Ja, Bon ja. Iver, kennst du die Band? Also, Sag mir etwas, Bon ja. Iver ist ein Musiker. Ja. Der hat mega viele Kollaborationen gemacht mit Kanye West zum Beispiel. Das Hell of a Life. Nein, Lost in the World. Ja. I'm lost in the Ja. world. Ist Weißt du, das ist mit dem Sänger, mit Bon Iver. Und Bon Iver macht hure krasse Musik. Und das Lied ist mit ihm. Ich kenne aber mehr. Okay. Sag mal, wie viele Lieder kennst du? Von ihr? Das kann ich. Ja. Und das wär's. Also, aus dem Kopf raus. Es gibt das eine Lied, der Refrain geht so: Hey, it's me, I'm the problem, it's me. Weißt du das? Hey, it's me. Das sagt man aber. Ist das auch von ihr? Ja, das ist auch von ihr, das ist, glaube ich, neu vom neuen Album. Dann gibt es das: We are never, ever, ever getting back together. Okay. Das ist auch Wenn von die ihr. so krass ist, kennst du Gangnam Style? Der hat Milliarden geklickt Ja. und knackt auf YouTube der erste. Oh, Pan Gangnam Style. Ja, Mann. Der würde ich gehen, für den würde ich go campieren. Aber ey, Psy. der Psy, man. Auf jeden Fall, sie hat ein paar krasse Lieder. Ja. Und von mir aus, du musst Taylor Swift nicht geil finden. Ich finde sie auch nicht geil. Ihre Musik feiere ich nicht, auf jeden Fall. Okay. Und... Nein, ernst. Ich Ich finde gut, dass wir... Ich feiere ihre Musik nicht. Ich finde, es hat... also sie hat, glaube ich, das erste Album, das sie gemacht hat, ist sie, glaube ich, so 16 gewesen. Ey, juckt mich nicht. Lass mich doch jetzt schon Okay, erzählen. sorry, ja. Sie ist 16 gewesen. Sie hat so ein Country-Album gemacht. Mhm. Ist sie verwandt mit Hannah Montana? Hannah Montana macht kein Country. Aber ihr Vater ist doch... Ihre Billy Ray Cyrus, der Ah, macht... ja. Ja. Der hat auch etwas mit Lil Nas X gemacht. Ja, stimmt. Nachher ja. ist er rausgekommen, satanistisch oder so. Und nachher Ja, ist wild. wieder etwas. Ja. Er ist kein Satanist. Die Christenlobby hat ihn einfach so wieder angestellt. Eben ja, man hat Ja. so unbedingt, dass er einer Ja. wäre quasi. Und er so, schau da jetzt meine Sneaker mit Blut und so wegen. Ja, Hat stark das gemacht. stimmt. Er ist ein schlauer Typ. Aber auf jeden Fall, dann hat sie, glaube ich, als erste Frau hat sie es geschafft, ein Lied über ihr Ex-Stück, nein, Spaß, hat sie es geschafft, zweimal hintereinander, ich hoffe, ich verzeihe falsche Sachen, aber ich glaube Grammy. Swifties sind. Bro, die sind Die suchen dich daheim auf. ja, ja. Aber sie hat als erste Frau 2 Grammys gewonnen. So. Ist das nicht der, glaub, wo der Kanye eben gesagt hat, wieso wie Genau. er sie und so? Nachher ist der Kanye auf die Ja. Bühne gekommen und hat gesagt, I'ma let you finish, aber Beyoncé, bla bla bla. So. Und Bro, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Okay, aber kannst du meine Ja. Rechnung kurz auflösen? Ah, natürlich, es tut mir leid, ja. Ich Also kann, du kommst wahrscheinlich, du kommst im Schnitt auf 350 Schutz pro Ticket. ja. Es gibt noch VIP-Tickets, die Es sind ja gibt viel natürlich teurer. Bro, wir reden nur von Tickets. Ja. Wenn wir noch, das sind ja Leute, die gehen nicht an ein Konzert und gehen daheim und sagen, es war geil gewesen. Ja. Die gehen an ein Konzert, so, Konzert? die gehen an das Konzert nackt und kommen zurück mit 700 Millionen Fanartikeln. Ja. Vuvuzela. Bro, alles. Von Taylor Bro, Swift. die gehen zu ihrer Großmutter und machen Enkelkindtrick bei ihren eigenen Großmüttern zum Cash von ihnen bekommen, zum Taylor Swift Geld Ja. ausgeben.
Das ist krass. Gut, 100'000 mal 350 gibt 35 Millionen. 35 Millionen. 35 Millionen in Zürich in 2 Nächten. Das ist wild. Und das nur mit Tickets. Das ist wild. Dahingestellt ist Sponsoring, Werbepartner, Merch, andere Einnahmen. Ey, Das ist wild. du kannst Entourage haben von deinem Leben. Ja. Kein Entourage ist teurer wert als 5 Millionen für 2 Nächte. Ich kann mir das vorstellen, Bro. Ja, Bro, sie haben halt das Booking, das nimmt 20%. Avengers. Oder was? Bro, was hat sie? Das Booking 20%. Bro, überleg. 20% Nein, die machen für keine 35 Mil, aber warte. Aber die machen das nicht. Wenn das der Gens gehört. Bro. Junge, ich habe Taylor Swift gefunden. Ich bin nicht gesehen. Taylor Swift, komm, go, Bildwerbung machen. Shoutout Gens, Mann. Gens, der hat. Auf jeden Fall, sie hat ein riesen Entourage dabei, es ist natürlich ein riesen Ding, sie hat einen fetten Privatjet, den sie Bro. muss zahlen, Bruder. Ja, Vergiss den nicht. Bro, die Memes von ihrem Privatjet lachen mich kaputt. Bro. Memes so im Stadion, so, wenn Taylor Swift vom einen Ende zum anderen Ende, weißt, während ihrem Konzert muss laufen, während sie performen ist. Einfach so, Jet kommt zum. Also, look, Bro, man kann haten, Ja. das ist auch berechtigt. Mhm. Ich zum Beispiel persönlich finde den Hype und all die Swifties absolut übertrieben. Ich finde, sie sind Überschwurbler. Sie sind, Schlimmer als sie sind, Schwurbler. sie sind eine größere Gefahr für unsere Gesellschaft als Schwurbler. Ja. Swifties sind ganz speziell. Lieber eine Pandemie nochmal, Ja. als nochmal ein Konzert von ihr in Zürich. Fair. Wie- Was weiter? Mach nur weiter. Also was stört dich daran, dass du nicht hast einen Döner holen? Alles, das ganze Paket. Dass ich in der Ferienzeit 3/4 Stunde habe. Vor dem Ayverdis. Ich bin 100 Meter vor dem Ayverdis. Ich werde davon abgehalten, zum Ayverdis hinlaufen. Und ich muss 3/4 Stunde rundherum fahren, Dort hört es einfach auf. zum Parkieren und nachher zum Döner essen. Wenn der Kenneck den Eiwerdis Döner nicht bekommt, dort hört Hey es Bro, es könnte auch anderes sein, es könnte auch irgendein anderes sein, wo Ja, ich geil finde, wo nicht identifiziert ist. Ja, aber zum Beispiel, Bro, wenn es einen FC Zürich-Match gibt, sperren sie nicht Sachen. Nicht so extrem. Aber sie sperren Sachen. Ja, sie sperren die eine Straße zum Stadion gehen, aber Ja. dann besser ist gesperrt. Ja, aber das stresst sich dann nicht. Nein, aber das ist ja etwas für all die Leute, die dort wohnen. Es ist ja einmalig, sie Ja. kennen es und es ist nur die Straße gesperrt, damit nicht kein Auto reinfährt. Genau, und das gleiche macht sie mit Rausfahren kannst du ja. Bro, Taylor Swift kannst du nicht mal atmen dort, Bro. Von weitem macht er schon so, ich will links reinbiegen, also. Ja. Lass mir doch zuerst mal zu. Ich wohne da, er so. Ja, Bruder, was soll ich jetzt machen? Ja, mit links durch, dann Wieso? Jeder Mensch, den du hast, hat der Dialekt. vor allem Bulle, weiß nicht, Florstraße, fahren, dann nochmal links, dann hat es, glaube ich, Ampel. Was ist das für ein Dialekt? Thurgau, weiß nicht. Aha. Oder also vor allem, Ostschweiz. vor allem der, wo viele Leute und viel zu Ja, fressen. stimmt. Ostschweiz. Bro, und das Ding ist, ich bin auf den Weg schon gekommen. Mhm. Ich habe den links-rechts mit Ampel schon gemacht und bin wieder da vor ihm gelandet. Ja. Und dann ist einfach nur noch... Aber sag was, was ist ein gutes Argument jetzt mit Zürich-Match? Wenn es dort sperrt, dann ist dir egal. Nein, ich verstand das Argument. Ich habe Ja. gewusst, es wird sicher kommen. Ah ja, okay. Aber das ist wenigstens eine geregelte Sperre, wo erstens nicht mal pauschal nicht kannst reinfahren kannst. Sondern sie sagen, also Bro, auch wenn ich am Match will, sagen jetzt, okay, kannst du reinfahren. Du musst einfach nicht irgendwie das Gefühl haben, du kannst vor dem Stadion jetzt anständig fahren. Es hat viele Leute. Ich sage, ich will am Match, ich muss parkieren, okay, ist gut, dann gut. Aber wenn du das Taylor Swift-Ticket gehabt hättest, hättest du auch mit dem Auto tun. Nein, Bro, ich hätte Taylor Swift persönlich sein wahrscheinlich, die so, nein. Die hat von weitem schon, ich sage, die von weitem so gemacht, so nein. Und- gut. Ja, auf jeden Fall, das hat mich extrem gestört. Ich verstehe nicht, wie das könnte von einem Verhalten, das heißt, die können sich nicht benehmen, Bro. Das sind richtige Ochsen, Bro. Das sind, glaube ich, solche Leute, die würden eine Woche vorher schon dort campieren. Ja, das stimmt. Und würden wahrscheinlich auch Das Sauerei stimmt. dort hinterlassen, Ich habe maximal und alles. gelesen, in einer anderen Stadt haben Taylor Swift-Fans oder Swifties 5 Monate gecampt, Bro. Ich habe gelesen, dass... Habe ich das schon mal erzählt? Weiß nicht, ich habe gelesen, ich bin gerade vorher, dass sie in Schottland oder irgendwo anders vor einem Konzert so viele Leute vor dem Stadion waren, die nicht reingehen können, wo es dann Gumpens haben davon freut, was losgegangen ist, hat es ins Erdbeben gegeben. Ja, Bro. Ja. Bro, Erdbeben. Sechs Hund. Aber warte mal schnell, Bro. Sag Können wir mir schnell zum mit dem Fach bleiben? Okay. 5 Monate gecampt. Das ist echt? Das ist echt, ja? Ich mache keinen Witz. Also jemand... Ich google das. Warte. Ja, Ich will schon schauen. Ich finde das Wunder. Sagen wir, ein Mensch wird im Schnitt hochgerechnet 90. Mhm.
90. Was mache ich jetzt für eine Rechnung? Okay. 90 mal 12. So. Da, look, camping 5 months. Swifties in Argentina have been camping for 5 months to be the first. Wo haben wir's? Bro, 5 Monate sind sie, also 130 Tage, haben die Leute ein Zelt aufgestellt Ja. und tun einfach dort chillen. Damit sie persönlich, damit sie als früheste, also so früh wie möglich und am weitesten, was ist das für ein Satz gewesen, Bruder? Checkst du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Bro, also findest du das nicht krass? Es ist behindert. Es ist nicht... Also vor allem Argentinien, oder hast du gesagt? Mhm. Die sind mit Inflation und Deflation. Und ich weiß nicht, wie sie das hätte können sich selber finanzieren. Aber gut. Bro. Die ist, ich kann es ein bisschen ausrechnen, die ist 0,5% von ihrem Leben am Anstag gewesen. Für das Taylor Swift-Konzert. Bro, die Leute haben ihren Job verloren vielleicht. Oder, da hat eigentlich sie hat Angst, dass sie von der Schule geht. Geil, ich hoffe es. Bro, die haben kein Geld. Mhm. Also weißt du, eben Inflation, Deflation, Scheiß. Also Argentinien ist ja... Chavez ist Argentinien ist noch schlimmer. Venezuela. Genau. Ist alles scheiße. Und nachher für so einen Mensch, Bro, 5 Minuten. Also was, ich würde für keinen Mensch der Welt 5 Minuten campen. Nein, Bro. Für Familie vielleicht. No, du sagst auf campen 5 Minuten, Bruder. Bro, für Familie vielleicht schon, aber... Wenn ich das sage, heißt es, wie das braucht ja... Stell dir vor, Bro, du stehst auf, du musst aufs WC. Und der Chef hat Angst. Du gehst pissen, du kommst zurück, ein anderes dort. Einfach 30 Grad hintergeht. Nachher sagt Einfach nochmal sagst einen du, Monat ich länger. bin seit 3 Monaten da. Ich sage jetzt, ja. Okay. Und jetzt? Also, du bist nicht da gewesen. Stell dir vor, du schlafst, wachst auf, einer hat dein Zelt geluft und 2 Meter hinter da. Okay, angenommen. Kollegen von uns wohnt ja jetzt in der, wohnt ja in der Nähe vom Letzi. Ja. Und sie hat mir so Fotos geschickt, wie sie halt eben schon seit dem Eis am Warten sind. Aber die meisten wird ja, also ist ja nicht unüblich, dass sie campen Ja. vor dem Stadion. Jetzt angenommen, In der Schweiz darfst du nicht. eben ja. Erstens, ich finde das geil. Mhm. Zum ersten Mal hat die Schweizer Nörgeli-Dings einen Vorteil für mich. Ja. Aber angenommen, jetzt, du bist jetzt am Anstehen für ein Taylor Swift-Konzert. Mhm. Sagen wir, auch immer noch für mich ungesund 2 Nächte. 2 Nächte vorher. Bist am Anstehen vor dem Konzert. So. Mhm. Wie machst du das mit Duschen? Mit Hygiene? Nicht. Zähneputzen so mit Wasser. Aber Duschen, Schießen? Ja, dann duschst du 2 Tage nicht. Aber Bro, die Leute keiner von denen geht, also jeder, der gestern getroffen ist, findest du auch heute dort. Die gehen immer an jedes Konzert von ihr. Es sind Leute von England, Germany, France, die sind von überall da hingekommen, um einfach mich zu stressen. Bro, also das ist ein absoluter Kult. Oder? So kann man sagen. Ja. Es ist eine Religion, es ist fast schon krank. Gut. Von mir aus, Bruderherz, los Taylor Swift. Von mir aus, geh ans Konzert. Feier es. Ich finde, die Musik an sich ist für mich zu flach. Es hat keine Ecke und Kanten. Nicht Es hat keine greifbar. Tiefe. Weißt du, so Ja. easy. Aber mach dein Ding. So. Aber ich finde, die Dedication, also das, wie viel Mühe sich die Leute geben. Ich hasse dich, Bruder. Ist so schwierig, Deutsch reden, Bro. Sag ehrlich. Ich habe es vergessen, das deutsche Wort. Okay. I'm sorry. Yeah, sorry, I wasn't there. I'm sorry. wasn't there. I was a Globetrotter. Genau. Swifties. Nein. Aber Bro, Taylor Swift ist eine krasse Künstlerin. Also du sagst, es geht in die Tiefe, es ist nicht krass. Was macht sie denn gut? Musik ist scheiße. Ja, was macht sie denn gut? Bro, 3,5 Stunden lange Show. Checkst? Mhm. 3,5 Stunden lange Show. 35 Millionen am Morgen. 3,5 Stunden lange Show. Durch choreografiert. Okay, wenn Bro. die 6 Stunden... Gehen wir nur davon aus, von der reinen Bro, Zeit. Nein, du musst auch noch die Zeit nehmen, wo sie performt. Okay. Du musst auch die Zeit nehmen, wo sie übt. Du musst die Rechnung geht so nicht auf. Scheißegal. Ja, es ist viel Geld. Viel zu viel. Viel zu viel von ihr. Mann, deine verfickte Drecks-Messi-Fußballer Ich kann gerade sagen, Messi hat in einem Jahr die 30 Millionen verdient, Bro. Das soll sich ficken, Bro. Aber Bro, die hat 2 Nächte, Bro. In Zürich, morgen.
Und das ist Ja, ja ist ehrenlos. gut. Aber Nachher ist noch ehrenlos in Bruder, du bist Argentinien. ja auch Performer, oder? Ja, Du bist auch ein Künstler, ja, jetzt schon. oder? Ja, Jetzt schon, ja. gut. Wie lange bist du auf der Bühne? 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Was machst du auf der Bühne? Reden. Reden. Ja, Bruder, sie tanzt, ja, gumpt um, ja, die hat einen verfickten Lift, ja. wo wirklich so in der Bühne auf einmal ist irgendwo anders. Es gibt Pyrotechnik, Ja. es gibt Rauch. 45 Songs, Bro. 45 Songs. Ey Bro, ich hoffe, das ist alles im Begriff, wenn ich 300 Schutz zahle, mindestens für ein Scheiß-Ticket. Bro, ich sag dir einfach etwas. Hate the game, but don't hate the playerin. Bro, also eben, ich kann nichts sagen, weil ich rede jetzt da in meinem Studio da in Zürich mit einer Lampe, die irgendwie gar mal so läuft und sage, schau die an. Die hat gestern Abend 15 Mil gemacht. Bro, das ist krank, Mann. Die hat gestern, die ist jetzt irgendwo wahrscheinlich im Dolder, die so am Abchecken Insta, was auch immer, Szene, wie ist gestern gewesen, okay, easy. Ich bin 3 Tage dort, ich muss auch ein bisschen abchecken und so. Bro, egal Bro. was ich sage, logisch. Ja. Also ich meine, man muss Logisch. einfach sagen, es ist krank. Die Also, Zahlen weißt, redet, die Zahlen die redet. Zahl redet, Bruder. Und es ist auch eine kranke... Also weißt du, zwischen Travis Scott, Bro. Ja. Der Nutensohn von den den Nutenkinder, Ja. Travis Scott, Bruder. Ja. Also weißt du, ich feiere seinen Sound krass. So, gut, ich muss sagen, die letzten 2 Alben sind nichts für mich gewesen. Aber so, ich feiere seinen Sound krass, Bro. Ich habe Kid Cudi geliebt, ich liebe Kanye West, Travis, alles krank. Travis Scott Ticket zahlst du wie viel? Weiß nicht. Sicher über 150 Stutz hat man gezahlt. Ja, Oder 120 so. wahrscheinlich ja, so um den Dreh. Was ich irgendwie noch einigermaßen, also alles bis 100 finde ich fair. Vor allem, weißt du, wir haben vor ein paar Jahren auch 60 Stutz gezahlt, Ja. damals für Voll, Watch the voll. Throne und so. Voll. Deflation, Inflationsszene. Szene, Okay. Bro, Taylor Swift Tickets sind auch. Travis Scott Ticket. Oh mein Gott, Taylor Swift. Travis Scott. What? TS, checkst. Egal. Illuminati. Bro, Taylor Swift. Monaco, Travis Scott Tickets Ja. sind auch teuer. Ja. Travis Scott seine Show ist, weißt du was? Krasse Bühnenwerk. Also Ja. weißt du, Bühne baut Ja. und so, krass. Krasse Lichtshow. Ja. Okay. It's lit! Ja, Bro, logisch. Warte. Turn up! Open the fuck up! Open up, open up! Race from Mexico, call it Quintana. I can feel the rage. Bro, Bro, Travis ist ein Bastard. Das ist keine ein Frage. Bastard. Das ist ein Also im Bastard. Vergleich, Bro, Travis Scott, im Vergleich zu Taylor Swift. Okay, aber ich glaube, ich hätte an einem Travis Scott Konzert einfacher an meinen Döner rankommen als an einem Taylor Swift Aber Konzert. was? Einfacher an meinen Döner rankommen als an einem Taylor Swift Konzert. Fair, Bro. Aber Travis Scott hat auch noch 15.000 Leute geholt. 15.000, 100.000. Gut, aber bei ihm muss man auch sagen, ich glaube, bei ihm, er ist bewusst ein bisschen Fresse am Heben. Zum Beispiel hat er jemand Pyro gezündet als in der Show und er hat gerade also Security-Abbruch, also das muss jetzt schon ganz schnell weg. Weil der Bruder weiß, der ist an dieser Klippe gerade. Ja, ja. Ein Scheiß. Wie er gestorben ist. Ja. Ja, sicher, Bro. Ein Scheiß und forever. Aber das spielt ja Sie. keine Rolle, Bro. Also ich verstand voll, was du meinst, aber was ich wollte sagen ist, Bro, du zahlst vielleicht 100 Stutz mehr für ein Taylor Swift Konzert. Bro, du Was zahlst, auch dumm ist. Bro, du zahlst grundsätzlich zahlst du an einem Taylor Swift Konzert so viel wie für ein Open Air, blöd gesagt. Genau. Aber die Show, die du bekommst, im Vergleich zum Travis Scott, Bro. Ja, das ist ja kein Vergleich. Ich habe das Gefühl, du kannst in Und Travis Scott ist auch ein Weltstar, Bruder. Ja, aber der ist, glaube ich, seit ein paar Jahren ist der so ein bisschen schüch am Untertauchen und nicht mehr so viel Präsenz am zeigen, weil er halt eben nicht will unnötig gerade Aufmerksamkeit haben, weg halt Todesfällen. Bro, Taylor Swift, 97 Millionen monatliche Hörer Ja, auf Spotify. ja. Wahrscheinlich eine von der, was ist das, Top 5 weltweit, wahrscheinlich oder was? so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, steht nicht. Vielleicht Aber der Raki hat vielleicht noch lebt. 97 Millionen haben wir gesagt, hä? Ja. Travis, 66 Millionen. Ja. Also, kannst du mir nicht sagen, das ist kein Weltstar, Bro. Bro, das sage ich nicht. Aber das ist absolut vergleichbar, Bro. Es gibt wenig Künstler, Bro, ja. 30 Millionen weniger. Ja, ja. Es gibt wenig Künstler, die auf der Ich Ding weiß nicht, sind. ich habe keine Ahnung, ob man die zwei jetzt auf gleiche Ding stellen, aber was ich einfach weiß ist, Taylor Swift-Fans geben, wenn sie wollen, 1000 Franken für das Ticket aus. Da, sorry. Taylor Swift ist Platz 3 weltweit, Ja, Travis Scott ist Platz 18. ja, Beide in der Top 20 weltweit. ja. Natürlich. Ja, Ist- 15 Plätze, also Top 3 drin sind und Top 20 ist schon mal etwas anderes.
Ja, natürlich, Bro, Top aber 3 ich die ganze meine, Welt kennt dich. Top wirklich. 20, ja, willst du mir sagen, Top 20 kann nicht die ganze Welt? Bro, sicher kennt... Bro, ich kann auf Travis- der Sim, ja. mein zurückgebliebener Cousin, der Ziege melkt, Ja. geht zu Luciano ab und du willst mir sagen, er kennt Travis Scott nicht. Ja, aber das ist etwas anderes. Bro, Luciano, du weißt nicht, was Luciano durchziehen ist. Der hat türkische Rucke und so weiter. Der platziert Sachen auf Türkisch. Er sagt Aşkım Canım mit den Liedern und so. Bruder, Das ist Marketing. ja, Bro. aber Bro, du kannst mir nicht sagen, Ja. Travis Scott ist. Also Travis Scott Ich ist weiß ein einfach Weltstar. nicht. Ja, sicher. Aber ich sage nur alles, was ich weiß. Was ich will sagen ist, wenn jemand jetzt zu mir kommt und sagen wir, Messi ist Dritte und jemand kommt mit jemand anderem, der 18 ist und sagt, jemand gleich, sage ich, Bro, ich fress. Ja, ich sag, ja, gut, okay. Fair. Aber, Aber das ist etwas anderes. Sport, also Musikgame ist etwas anderes. Musikgame, das mit der Streamingzahl kann von Monat zu Monat immer variieren. Das ist immer etwas anderes. Fußball ist einfach, nach 20 Jahren Fußball schaust du zurück und sagst, okay, der Kreis ist das gleiche oder der. Aber, ja, aber ich meine, aber auf jeden Fall, Bro, was ich will sagen ist, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen so, was soll ich sagen, das ist ein Weltstar, ganz klar, deswegen kann sie auch lokal die Ticketpreise verkaufen. ja, aber Vor allem- eben, es geht Bro, vor allem, sie verlieren das in Minuten los. Bruder, es geht vor allem darum, die Shows, die sie spielt, von mir aus ist Travis Scott 30.000 Mal schlechter. Aber was haltet ihr davon ab, krasse Shows spielen? Der Travis, Ja. sagt dir was im Fall. Bro, er hat, also alle Leute, also auch der Jill und so, alle, die gegangen sind, er hat gesagt, Bro, nichts mehr ist wie früher, nichts beim Travis. Und ich glaube, die Leute merken es bei dieser Tour und können wahrscheinlich nicht mehr so schnell zu ihm an. Weil erstens, das Abgehen Hyper sie, er pusht das irgendwie nicht so wie früher. Zweitens, Moshpits werden fast nicht mehr erlaubt. Drittens, er ist dafür bekannt, dass er einfach durchdreht auf der Stage. Und halt solche Leute auch anstachelt. Bro, er hat seine Songs performt wie jeder normale Künstler auch. Aber das meine ich, Bro, er macht sogar Playback und so Scheiß. Eben, und das ist. Also ich sage, er wird noch weiter runtergehen. Wahrscheinlich. Er ist wahrscheinlich jetzt so die Kuh am Ausmelken, weil er wahrscheinlich halt nichts mehr Neues gedroppt hat, wegen diesem Vorfall so. Was auch schlau Also ist. ich meine, es ist eine Person gestorben. Ich glaube, es mehrere nicht. Ich glaube, eine Person ist im Konzert gestorben. Es sind nicht mehrere gestorben. Wegen auch Massenpanik und so weiter und viel zu viele Leute und so weiter. Aber auf jeden Wenn Fall. er das Video aufgeladen hat, sorry. Ja. Das, oder? Ja, Bro. Look, Bro, Travis Scott, ich Einfach meine, schwarz-weiß Bro, Filter, so- look was Kanye West durchgezogen hat, Bro. Also meinst du mit dem, was er gesagt hat und gemacht hat? Er und hat so? ja ein Fauxpas nach dem anderen Ja, gemacht, ja, Bro. ja. Von mir aus, du kannst es nicht auf Wiege legen. Weißt, Ja. ein Mensch ist gestorben, okay. Aber weißt du, so, Bro, was er für Aussagen gemacht hat in Amerika, wo Ja, seine antisemitische, Bro, rassistische, Bro. Er hat gesagt, Slavery was a choice und so. ja, weißt du? ja, aber er ist ja gleich noch rum. Ja. Und auch Travis wird noch rum sein, Bro. Ja, sicher. Aber ich glaube, wenn der. Bro, Kanye's Standing ist halt nochmal. Ich weiß nicht, Bro. Ich weiß nicht, ob du Travis unterschätzt. Ich Für unterschätze uns ihn zwei, nicht. für uns zwei. Bro, wir haben Kanye halt zu seinen Prime. Prime, Bro. Wir sind so gewesen. Jedes zweite Lied von uns Band ist Travis gewesen, Bro. Ja, Bro, Travis Scott ist. Travis Scott ist 2012 mit Old Pharaoh. So etwas. Das erste Mixtape, wo ich kenne. Mit Quintana, Mia San Mia und so Scheiß. Mia San Mia. Ich glaube es. Bayern München. Ich glaube, Ja. Mia. Mia San Mia. Mia. Ja, kann ich. Das Old Pharaoh Tape ist gekommen. Damals ist er noch ein riesiger Kid Cudi Fan gewesen. Ja? Ja, Travis ist ein riesiger Kid Cudi Fan gewesen. Und nachher sind ja, wie hat das erste Album geheißen von ihm? Mit Drugs You Should Try und so. Ja, Bro, nehmen. Bro, so Sachen, also das Mixtape, nachher irgendwann das erste Album, Bro, er ist ja auch riesig. Aber ich sage jetzt, der Travis Scott ist theoretisch jetzt mit dem Album, mit dem Karussell. Weißt du welches? Also nicht Birds in the Trap, sondern das nächste. Travis Astroworld. Astroworld, ja. Astroworld ist, glaube ich, so von der Karrierepunkt her das gleiche wie am Kanye sein Wahrscheinlich, ja. My Beautiful Dark Twisted My Fantasy. Beautiful Dark Fantasy. Also. Schon gut. Also Kanye hat College Dropout, Graduation, My Beautiful Dark Twisted Fantasy Okay. gebracht. Das ist sein absoluter Peak, kommerziell betrachtet. Dann hat er Jesus gebracht. Und dann hat es langsam ein bisschen angefangen runterzugehen. Zahlentechnisch. Ich finde, Jesus ist ein richtig krasses Album.
Ist das, Das ist mit diesen Sklaven, Trommelmusik und... ich glaube auch noch ein bisschen Religion. Nein, das ist Jesus is King. Aha. Das Blaue. Ich glaube, Aber, das finde ich auch geil. aber das Jesus ist das, wo nur CD drauf ist. Du siehst nur eine Ja, leere das finde ich CD. das finde ich auch geil. Das hat sie eben Lieder drauf wie Keine Strange... Lieder drauf, ja. So keine Lieder drauf. Ja, eben. Strange Fruits ist drauf. Shit. Ähm, El Trange Fruit. mega viel, wo der Bon Iver, Justin Vernon heißt er, produziert hat. Aber egal, was ich wollte sagen ist, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist vermutlich das gleiche Level intern, also Musiker intern, wie Astroworld. Mhm. Das war der Peak gewesen. Und jetzt ist nachdem ist jetzt noch ein Album rausgekommen von Travis. Nach Astroworld. Ja. Das Klar. Nummer 1 gegeben. Aber ich glaube, das war ziemlich nach dem. Hat er dann ein bisschen angefangen zu fressen. Genau, aber das heisst, jetzt ist er auf dem absteigenden Ast verglichen zum Kanye. Ja, also er ist einfach, ich glaube, immer noch halt auf der. Also, eben. Aber er hat noch mindestens 10 Jahre, bevor man sagt, Travis ist vorbei. Utopia hat er letztes Jahr Utopia, gedroppt. das habe ich, also ich habe es nicht mal gelost. Ja, ich habe auch nur ein paar Lieder gelost. Also der Klassiker Fiend, wo jeder wahrscheinlich was im Handy hat. Aber ja. Ich habe nichts von Utopia. Also, schau, Bro. Um das kurz mit meinem Know-how abschließen oder in Dingsle Inputs geben. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt effektiv der krass ist als der oder der nicht. Was ich weiß ist, Taylor Swift hat 30 Mil gemacht in Zürich mit 2 Konzerten. Ich gönne dir. Was ich auch weiß, ist, dass Leute gewillt sind und gewollt sind, ohne Problem 600 bis 1000 Franken für ein Ticket für sie ausgeben. Und was ich jetzt sagen werde, ist, ich werde die ganze Tour verfolgen. Und wenn das sie, kaufe ich in Glasgow Tickets, kaufe ich in Glasgow! in LA, in Delhi. Bro, mir scheißegal, und ich verkaufe die euch 3, 4, 5 Mal mindestens teurer weiter. Weil ich kann es einmal verpassen, ich will es immer verpassen. Und das würde ich nur dazu sagen. So. Gut, jetzt reden wir noch über kritische Sachen von der Taylor Swift. Ich habe jetzt vorher aufgezählt, was alles krass ist. Eben, sie hat Okay, was 45 hast du so Songs. kritisch? Ja. Also erstmal, eben, krank ist das mit dem Erdbeben, dass Leute gumpen, Erdbeben löst aus. Hast du es gelesen von den Hacker? Nein, aber was ich noch mitbekommen ist, ich weiß noch nicht, wie fest und so, dass das so ist effektiv, aber es hat den Republikanern, glaube ich, easy geholfen, dass sie sich zu denen bekannt hat. Die ist doch keine Republikanerin. Demokraten, Demokraten, dass sie sich zu den Demokraten bekannt hat. Ja. Weil erstens hat sie ja eine kranke Gefolgschaft und zweitens, bei denen läuft nicht so gut. Deswegen, die sind Ja, das ist cool von ihr, Bro. Vor allem, ich nehme an, also sie ist zwar mega links eingestellt, aber ich denke, wenn du vor allem ursprünglich berühmt worden bist mit Country-Musik, wo ja eher ein Südstaaten-Ding Ländliches, ist. Ja, genau. Aber Hacker und Ticketmaster also ich gestern gelesen und ich habe mich gefragt, wo kann ich die QR-Codes abladen und dann weiterverkaufen? Okay. haben 560 Millionen Kundendaten geklaut und mehrere Tickets natürlich Mit QR-Codes, genau. mit ja. QR-Codes, wo sie jetzt und sie haben erpresst und gesagt, gib mir 2 Millionen, sonst mache ich das. Also tun wir es. Die 2 Millionen sind. Gib mir halt 10 Minuten Auftritt. Los jetzt. Privatjetgate. Der Classic. Der Classic. Was weißt du drüber? Dass er für jeden noch so einen Scheiß die ganze Zeit braucht. Los jetzt. Aber das ist das Ding, Bro. Sogar der Musk ist wegen dem auch die ganze Kritik. So wie du, Bruder, du machst Stromer, aber du tust für 50 Kilometer einen Jet brauchen. Ein Jet. Das ist schlimm. Aber los jetzt. Der grosse Aufhänger war ja, gewesen, und das sage ich einfach, wie wir das auch kritisch beleuchten. Sie hat in Japan ein Konzert gehabt. Ist nachher für den Super Bowl, weil ihr Freund ist ja ein Footballspieler, Genau, ja. zurückgeflogen. Ich glaube sogar, ich weiß, wie er heißt, Tom Brady. Ist es der Brady? Oder Nein. Hardy, Brady. Ich glaube nicht, dass es Tom Brady ist. Also der war einfach voll famous. Der Tom Brady ist doch der Messi vom Football. Eben dem Fall ist der, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das ihr Freund ist, Bro. Ich glaube, das ist. Gib mir Boyfriend Tay-Tay. Du Herziger, was lachst du? Tay, Mann. Wer ist der Freund? Ah, ist ein anderer, sorry. Kane oder so. Gib ihm einen Namen. Bro, ich gebe ihn, aber überall. Er ist einfach irrelevant Terrorist. Einfach so Bro, Taylor Swift Taylor Boyfriend. Swift Boyfriend Name. Travis Kelce. Ja.
ist der Hrvatski. Ich weiß nicht. Ich tue schnell. Los jetzt. Gar nicht. Sie Ja, ist, erzähl. Japan ist für den Super Bowl zurück zu ihrem Travis Missgeburt. Und nachher am gleichen Abend oder einen Tag später, was weiß ich, wieder auf Japan, wie sie noch eine Show hatte. Also warte. Show Sie ist Japan? Sie war in Japan gewesen für eine Show. Ja, das heißt, sie Show ist Japan. mal von Amerika auf Japan geflogen. Genau. Japan, Amerika, sagen wir Tag 1. Amerika, Japan, Tag 1. So. Show gehabt. Show fertig. Dann zurück auf Amerika. Am gleichen Tag. Ja, oder einen Tag später, Also, keine Ahnung. Tag später Japan wieder Amerika. So. Genau, zu meinem Freund gesehen, Ball rühren. Genau, Ballrühren. Und nachher. Nachher wieder auf Japan für die zweite Show. Ja. Anstatt den Tag dort hängen. Aha. Verstehst du? Ja, ja. Also, ich verstand die kritischen Stimmen. Mhm. Sind auch berechtigt. Ich sag, würde ich die Zahlen wie sie machen, ich will auch, aber was sagt Aber der? dann musst du auch genau schauen. Ja, Dann musst du genau schauen. eigentlich Weil das schon, geht dir gut genug, Bro. Ja. Dann musst du genau schauen, dass du nicht... Bro, 280'000 Kilometer im 2023 geflogen. 280'000. Das heisst, sie ist jeden Tag pauschal 767 Kilometer. Das ist, was ist das? Einmal da bis Serbien oder so. Einmal da bis... Wie lange fliegst du von da? Also ich weiss, von Zürich auf Istanbul sind etwa 1000 Kilometer vielleicht. 1200 oder so. Ja, also sie macht vielleicht einmal Zürich-Belgrad oder einmal Das Zürich-Rom heißt, du oder müsstest so. im Jahr 280 Mal auf Istanbul fliegen. Oder 140 Mal hin und zurück. Los jetzt. Ja. Sie Bro, Gas bei dir? verbraucht... Ich kann da irgendetwas, Aha, das juckt mich. Kennst du das? Ja, ja. Und so im Gaumen Ich juckt. habe gedacht, okay. Kennst du das? Nein, Bro. Sie verbraucht 1180 Mal mehr Emissionen als der Standard-Durchschnittsbürger. Ja. Gut. Bro, Einfach ja. so viel zu den kritischen Stimmen. Da muss man, glaube ich, auch mal sagen. Schon Ja. klar, die Medien hängen sich jetzt auf dem auf und so, aber schau, ich finde einfach, wenn du 300 Millionen machst in 2 Abenden, mal schauen, 30 Millionen? sorry, 30 Millionen, sorry, danke. Stell dir mal vor, wie sieht echt letzte Grund und die Straßen rundum morgen Abend aus? Bro, Heute Abend. ich und du zahlen dafür, dass Polizisten ein Verdis zumachen. Genau. Und darum sage ich, Bro, all das Geld, das jetzt verbraucht wird für Straßensperren, dann eben die Reinigung. Was machst du? Aha. Die Reinigung, all das Zeugs, Bro. Das finde ich, sollte sie zahlen, Bro, wenn sie schon so viel Geld verdient. Ich finde, sie sollen noch viel mehr zahlen, aber ja, was soll ich machen? Aber ja. Also ich finde, all die Geschäfte, die wegen ihren dummen, nutzlosen Fans müssen ihre Geschäfte zumachen und nicht können die Rendite generieren in dieser Zeit, weil einfach gar kein Kunde reingeht, um etwas kaufen oder kann kaufen, die muss sie entschädigen. Sicher mal für die Zeit. 100%, Bro. Wenn Das ich, heisst, jeder, der jetzt am Taylor Swift-Konzert ist, wäre eigentlich im Coop jetzt in dem Moment. nirgendwo wahrscheinlich also im letzten Jahr am Cash ausgegeben. Die geben 5 Franken jetzt dort für ein Getränk. Außer der letzte ist schlau und die machen 10 Franken jetzt aus Getränk. Ja. Und deswegen sage ich, Bro, wenn ich jetzt so ein Kioskinhaber wäre, Mhm. du siehst mich Polizeistation laufen, Bro. Ich zeige sie ja. Bro, im besten Fall komme ich mein Geld über, im schlimmsten Fall Ja. komme ich Aufmerksamkeit über in den Medien. Wo bist du? Wo ist dein Kiosk? Der türkische Supermarkt vor dem letzten Grund, der zum Beispiel ist der Besitzer, Wieso denkst du, dass der keine Kunden hat jetzt? weil es zugesperrt ist. Es hat also die einzigen Kunden, die er sonst hat, sind Leute, die vielleicht jetzt gerade per Zufall... Also, Du meinst, Leute können mit dem Auto nicht mehr hingehen? ja, er hat auch Parkplatz zum Beispiel, Aha. also auch mit dem Ja, ÖV, aber Bro, glaube ich. dafür 100'000 Leute im letzten Grund, von denen wird ein Teil wahrscheinlich schon etwas einkaufen. Ja, also... Ja, ich hoffe es. Aber gehen wir davon aus, es ein Wert, das jetzt nicht gerade der letzte ist. Sagen Oder wir- wäre das ein guter Ding, wir sind jetzt zusammen dort gewesen, weil es ist leer gewesen, Bro. Mittagszeit leer. aber alle, die dort drin waren, sind Taylor Swift-Fans gewesen. Die 6. Ja. Bro, es ist leer gewesen. Wir haben es gesehen. Ich, Gut, aber das ist ein schwieriges Beispiel, weil die leben ja von Kennings mit Auto. Bro, du kannst jeden anderen auch nehmen. Nein, Ich würde sie anzeigen
Und im besten Fall komme ich ein bisschen Geld über. Und noch besser ist, wenn ich sogar medial umgehe. Dieser Ladenbesitzer hat Taylor Swift angezeigt wegen Einbußen. Was haben wir? Dann kommen die Leute zu mir. Oder wissen von meinem Namen. Ich werde fix durchziehen. Es kann nicht sein, dass ich 2 Tage jetzt mache den Laden auf und es kommen 5 Leute. Aber es sind 5 Mitarbeiter da, Strom, alles. Und du kommst da und machst... Apropos Laden, hast du dem Beck im Locher gut gelesen? Mhm. Wo muss zugehen? Gucci. Wie heißt der? Was ist? Gucci oder Gucci? Ja, irgendwie so, Ja, oder? ja, ich Sprachproblem, sorry. Ja. Also ich schreibe Gucci, aber vielleicht sagen wir auch Gucci. Ist es Ja. der? Du weißt, ja, welcher ja, der ja, Shipping sicher, ja, ist, glaube ich, der, wo leider momentan gerade ein bisschen am Kämpfen ist, ja. Wegen Baustellen. Genau. Ist das Locher gut? Ja. Genau. Anzeigen, ich will auch so etwas anzeigen direkt. Baufirma anzeigen, Bro. Bro, ich Aber habe ich von meinem glaub- Onkel gelernt. Mein Onkel hat eine Baustelle gehabt, vor seinem Laden im Rest, er hat die angezeigt, Bro, und er hat Cash bekommen. Aber ich glaube, die Stadt vergütet dich. Sie stellen dir etwas vor. Und dann kannst du sagen, passt oder passt nicht. Oder passt. Die sagen irgendetwas da in... Alter, hör auf. Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, so ich als Vater von Lochergut kann man sagen, glaube Wann machst du eigentlich das Comeback wieder? Also, du bist jetzt bald aus aus der Wohnung, nicht? er ist schon lange draußen. Schade. Vielleicht bald, Bruderherz. Vielleicht bald. Also eigentlich wohnst du auch da, wieso gehst du einfach nicht ein paar Mal mit dem Velo hängen jetzt oder so? Oder mit dem... Weißt du mit dem so? Metro? Bruder, ich fahre so viel E-Trotti. Es ist Ohne unschuldig. Scheiß. Ich fahre so viel Ich habe E-Trotti. noch 8,50 Franken auf dem einen scheiß Bird gut, aber willst du es brauchen, Bro? Ich habe letztes Mail bekommen. Sie haben noch 8,50 Franken. Wieso hast du 8,50 Franken bekommen? Entweder du oder Gilly haben meine Kreditkarte genommen für irgendetwas, Ja. aufgeladen und gut Ich ist. glaube, ich habe mal aufgeladen. Also Bird. brauchst du auf, Bro. Brauchst Alles du auf. gut. Bird ist der schlimmste Fall, ich sage dir ganz ehrlich. Wenn du einmal Trotti brauchst, Ja. schreibst du dich. Bruder, gute Frage. Findest du es peinlich? Sag ehrlich. Letztes Mal, als ich an der Reihe gekommen bin mit Ja. Trotti, Ja. Gut, der Schutzgewicht passt. ich habe mich geschämt. Ich Fair. habe mich geschämt. Fair, fair. Ey, sorry, Jungs. Gut, du bist aber auch 20 Minuten Ja, spät gewesen. ja. Also, ich habe mich geschämt. Aber auch genau, wenn ich ankomme. Hey, jetzt haben wir es läuft. Warte, Chan. Es läuft. Chan. Bruder, Willst ich sage dir ehrlich Wie jetzt. willst du straight bleiben, Bro? Los zu. Du musst erstmal das scheiß Foto machen von dem Trotti, dass sicher dort parkiert ist, Bro. Ich mache mich so Foto-Selfie. Bro, ich mache aber blurred, sag kommst du. Check jetzt, dass da ein Trotti ist. Da, Flavio, was ist? Da, Flavio Leone, wir können da. Da, Mann, da, was ist? Bro, ich liebe E-Trotti. Fahrst du oft? Ich schwöre auf alles. Ohne Scheiß. Ich schwöre auf alles. Ich weiß doch, was neu rauskommt. Ich bin von dem Bruder direkt gesagt, Jungs, weißt du, bevor ich die Tür beim Bahnhof muss, Jungs, gib mal Runde, gib mal Runde. Nachher ist es, aber jetzt. Bro, weißt du so? Also das Problem ist, auf Reddit hat einer geschrieben, letzte, er so, wieso hat es auf einmal so viel von diesen Kanaken-Drogenkurier-Trottis? Beste, Bro. Hurensohn, gut gemacht. Nein, los jetzt, Bro. Ich verstand Zürich wegen etwas nicht. Mhm. Ich wohne im Kreis 6. Mhm. Ich will in die Schule. Mhm. Meine Schule ist unten bei der Hartbrücke. Mhm. Rein theoretisch, Luftlinie. Du sollst in 10 Minuten dort sein. Ich habe 30 30. Minuten mit ÖV. Ohne Scheiß. Ich muss mit dem Tram, ich muss aufs Tram, der Tram fährt an Milchbuch. Vom Milchbuch muss ich einen Bus nehmen zum Escherwies, von Escherwies muss ich einen Warte, Tram hast nehmen. gebe ich auf dir so einen Xiaomi-Trotti, Bro. So einen jänemäßigen Xiaomi-Trotti. Los, Bro, Du jetzt die Schule am so mit Hirn. ey, immerhin besser als Taylor Swift mit ihrem scheiß Privatjet, Mann. Nein, los, Bro, 30 Minuten. Ja. Verstehst du? Das ist schon unschillig, Bro. Ich Sag dir ehrlich. gehe aus dem Haus, Ja. amix nehme ich den E-Trotti, den ich am Abend vorher vor das Haus gefahren habe. Versteckt hast du irgendwie, dass niemand anderer dann Nein, ich glaube, dass ich gönne, so ab. Bro, ich wohne im Kreis 6, Hügel, Bro. Ja. Hügel. Kopfhörer drin, los irgendein Lied, ein bisschen rockig. Ah, sorry. Nein, ein bisschen rockig. Okay. Und dann fahre ich, fress ich runter, Bruder. Zoom, 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 Du siehst zoom. Tempo-Dings, oder? Ja. Was ist Max, so geschafft hast? Bruder, 35. 35. Das ist sehr schnell. Das ist schon ein Stein. Und 35 Ein ist sehr- Stein, Bro. Aber los, los. Ja. Ich fahre mit dem Bruder
Es ist chillig, weißt du so? Wie ich bin ich schwitze schnell. Bro, es ist jeder in sich perfekt, ja. Bruder, los, ich bin ein korpulenter Mann. So. Mhm. Aber ich schwitze auch mehr. Also, ein korpulenter Mann sollte so und so viel schwitzen, aber ich schwitze noch mehr als Ja, das. ja ich schwitze auch schnell. Und wurde viel. Ich hänge sich schwitze. Ja. Ich gehe witzig schwitze. Ich auch. Danke, Bro. Ich gehe Coiffeur, ich schwitze. Er sagt, bist du da nicht gerannt? Ich sage, ja. Das habe ich auch jedes Mal zum Kaffee gar nicht so. Bro, ich gehe in den Tram, ich schwitze. Ich hasse es. Es ist, Leben mit Schweiß ist unchillig. Darum, E-Trotti, Wind. Ja. Beste, Bro. Beste. Sorry, ich meine, Okay, es ist okay. chillig. Ja, ist chillig. Sorry. Was kostet E-Trotti von dir? 7 Franken. Okay. Was kostet Uber von dir zu? Weiß nicht, aber Weiß nicht auch, okay. 7 Franken, Bro. Und weißt du, was geil ist an den E-Trottis? Ich komme raus in Zürich jetzt, Bro. Ja. Ich kenne jeden Winkel, Bruder. Also nicht jeden Winkel, aber vorher, Bro, ich habe gewusst, ich muss von A nach B, ich habe mir überlegt, ich habe mir eine App abgeladen, ich habe mir überlegen, wie gehe ich. Jetzt, Bro, ich steige ein, ich weiß, wo ich durch muss, ich weiß Ja, auf einmal, wo fix. ich bin. Fix. Also Bro, hast du eine Rechnung gemacht? Ja. Wirst du jeden Tag, also Ja. der Monat jetzt mit 23 Tagen, nur Ja. unter der Woche, wenn du Ja. Schule hast, in die Schule gehen Ja. und hier und zurück 14 Franken ausgeben, Ja. wirst du 322 im Monat ausgeben. Ja. Kauf dir nicht Roti, Bro. Bruder, los zu. Kauf dir nicht Los Roti, Bro. zu. Los. Ich habe mir Rechnung gemacht. Erstens, du kannst einen Pass kaufen. Also ich habe wieder fragen, vielleicht ist sogar ein Pass für Ja. dich gut. Aber ich habe einen Hund. Ja. Momentan mein Hund ist bei meiner Mutter. Für 3 Wochen. Die nächste Roti ist mit Korb, ja. Nein, weil ich muss auch laufen mit dem Hund. Ja. Darum ist es Hast du chillig. schon mal Nein, ich habe einen probiert. Roti nachher? Ich habe probiert, das ist nicht gut. Der von dir, kennst du geil? Nein. Also Bro, mein Chef. Los jetzt. Du könntest von mir aus noch weniger sagen und sagen, kauf einfach ein Velo. Oder? Klau, das kannst du glaube ich sogar klauen. Oder ja, klar, das Ja. Velo. Ich habe sogar ein Velo daheim, Bro, bei meiner Mutter Stimmt mit eigentlich, Korb, ja. weißt du, für Stimmt, Hund. ja. Bruder, da gibt es 2 Argumente dagegen. Erstens, wenn ich das Velo habe, laufe ich weniger. Mhm. Was scheiße ist für den Woody. Das heisst, ich muss nachher Velo fahren und laufen. Checkst? Gut. Zweitens, Kreis 6 Hügel. Ja. Es fickt mich. Ich fahre so viel E-Trotti, ich weiss, welche E-Trotti Mark. mag. Wer hat den Puff? Welche hat den Puff, Bruder? Und dann ein scheiß Bird. Weißt du, was das Peinlichste ist? Peinlich. Los jetzt. Peinlich. Peinlich ist E-Trotti fahren. Noch peinlicher ist E-Trotti nicht fahren, aber stoßen. Wow. Den Berg drauf. Parkier, Bro, scheißegal. Ich will, Bruder, der Bird, ich sag dir hier und jetzt, der Bird mag nicht. Der Einzige, der nicht mag, ist der Bird. welcher ist gut? So, wo dich nie in Stich lässt? Noch nie einen Stich lässt. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich will raten. Ja. Wo? Der ist es der Rote, gell? Der rote. Wo ist brutal, Ja. aber der ist nicht er krass. ist 3. Platz. Ah, warte. Tier. Tier, Bruder. Wegen, sie sind Tier. Der Tier, hat ich habe auch gesehen, der grösste Akku. Ja, Der ja. Tier macht problemlos 23 km/h bergauf. Boom. Mich. 23 km. 23 km/h. Bergauf. Krass. Bergauf. Okay. Tier 8. Und amix 4. Das ist unschuldig, wenn dich alte Frau zu Fuß überholt, Berg drauf. Ja. Du bist so. Das ist peinlich. Ja. Das ist peinlich. Weißt du, das ist auch peinlich. Was? Ich stell mir so vor. Stell dir vor, du bist mit dem Stress Mhm. und die Person sagt, wo bist du? Und du sagst, in der Stadt, bleib dort, ich komme dich ficken. Und dann kommt die Person mit dem Metro, die macht so Hast du vorher gesagt? einen schiefen kommt. Drift Sag, und geht auf dich los. nein, er kommt, er sagt, hey du! Dann legt er den Trotti noch. Hast du vor? Warte. Macht tirit. Warte schnell. Foto. Fuck, man, du musst Nachher noch machen. kommt Fotomeldung, Foto zu genau. Warte warte dort. Mach keinen Meter. Ja, man. Bro, kannst du schnell machen, ich hab meine Hände. Bro, also, okay. Der Jene, der ist ja jetzt mobil mit dem Trotti. Was schon lustig ist. Ich sehe Einfach, er mit dem Trotti ist lustig. dieser Spast, Alter. Ja. Schon dort, wo man am Bahnhof mit ihm abgemacht hat, erst mit dem Trotti, ich Bro, wir müssen Für das würde lachen. ich ihn verschlauen, Bro. Wenn ich könnte. Bro, letztens komme ich ans Telefon über und eben er so, irgendetwas ist und kann ich etwas für ihn machen. Und ich so, schwierig, gib mir eine Zeit nachher dann. Er so, nein, es muss jetzt passieren, dann schaue ich weiter. Ich so, okay. Nachher, 5 Minuten später sage ich, es hat sich geklärt, ich könnte jetzt, weißt du, falls irgendetwas wäre und so. Stimmt, Nacht um 2 oder so. Bro, Nacht um 2, 3. Ja. Ich so, wenn jetzt etwas wäre und so, also, hat sich jetzt auch geklärt, ich wäre so.
schickt er mir ein Foto, wenn er einhändig Trotti fährt und er hat so frisiert. Ja, Es war etwa 40 Kilometer pro Stunde. Er so, kein Problem, ich kann jetzt ficken. Was er hat es frisiert. Ja, Bro. Hat Trotti frisiert? Ja, Bro, der Jene macht nicht nur... Wir haben Nerves gekauft. Jene macht nicht normal, sagen. Er hat Nerves gekauft, Bro. Und er hat jetzt Gasdings in der, damit die noch stärker schiessen. Tuk, tuk, tuk. Aber warte mal schnell, er hat das frisiert. Ja. Also ich glaube, etwas am einfachsten ist Trottis frisieren. Also Also wie so ein Software-technische Drossler. Du kannst einfach Software... Also wie so ein Spast, wo früher Mofa... Er hat Also so ein... lass es schnell, Er hat so ein... Wir kassieren nach dem, aber egal. Er hat so ein Edit gemacht, sicher. Von dem Metroti. So ein TikTok. Also, ey, alle Jungs, schickt das nicht an Jene. Bruderherz, falls du wirklich ein loyaler Hörer bist, ein Photographer, dann ich will schauen. Weil dann, komm... Mach das Rennen, mach das Trotti-Rennen. Nein, Bro, ich bin ein Handicap. Ein Tier Ja. gegen andere Tier. Ich habe Handicap, Bro. Okay, wir machen es anders. Er muss Bird nehmen. Er muss Bird nehmen. Ich nehme Tier. Okay. Dafür habe ich ein paar Kilos mehr. Okay, das ist fair. Wir machen 100 Meter. Und anschließend direkt, jeder Cage. darf ein Fuß geben. Okay, aber du zuerst. Ja, Weil klar. die anderen... Ja, klar. Ich liege nach der Faust. Aber vielleicht schaffe ich es eben, das ist es. Der, Bro. Wenn ich richtig Bro, treffe. Gewicht mal Geschwindigkeit, Bro, das gibt... Bruder, ich glaube, ohne Scheiß, also er hat ja ein bisschen mehr Erfahrung, aber ich glaube, wenn ich in einen sauberen... Bro, Saubere- du weißt, Bro, Ja. egal wie groß, egal wie breit. Wenn einer sitzt, Bro, denkst du auch er Vögel. Bro, du hast das Zitat wirklich komplett falsch gesagt, aber ich weiß, was du meinst. Also Wort für Wort wäre es anders, aber es ist so nein, ich ausgelustet. meine nur wegen lustig. Ja. Ja, Mann, ja, gut. Das, Was wäre es gewesen? Jene, wenn du es am Schluss gelost hast. Keine Ahnung, Bro. Ich weiß nicht. Was ist... Eigentlich Autoprüfung, nicht? Auto. Was? Das nächstbeste... Also weißt du, nicht peinlich wirken. Nach Trotti. Aha, Was hast du fahren? Bro, Das nicht? Velo? Nein, Bro, Jene Velo nicht. Bro, Jene mit Velo? Nein. Jene mit dem, wie heißt Mit denen... Ich komme dann durch. das Skateboard, das zweiteilige. Und sonst, ich habe gesehen, Jene, es gibt in der Stadt so gewisse Fahrdienste, Oh mein die werden angeboten. Ja, vielleicht ist das etwas für dich. Ich will jetzt den mal drücken. Viele Leute sind ein bisschen frech zu mir. Ich muss es mal einleiten. Vielleicht ist das etwas für dich, Jene. Ich weiß es nicht. Und falls du das Gefühl hast, du musst auf das reagieren, komm in den Podcast. Komm in den Podcast, Komm in den Podcast, Bro. Komm, Podcast. Wir reden drüber. Wir reden drüber. Komm mit Trotis an den Parkplatz. Auch für dich. Ey, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Ja, man, schau auf euch. Gute Woche, Kuss. Das ist kurz und